Moin, mein Name ist Janik und mit diesem Video weise ich euch, wie ein Papaya-Krieg kann man den Gruppe Kanner spielen. Jetzt mal aufhängen wollte ich euch ein sagen, halt euch, wenn ich gelieft und die aktuellen Corona-Anweisungen von der Regierung und passt gut auf euch auf. So, für Papaya-Krieg zu spielen ist ganz einfach. Brauchen wir erstens eine Gruppe Kanner. Die Nummer kann von 2 bis so viel wie der Welt gehen. Und Material brauchen wir just Zeitungspapaya. So, wie spielt den Papaya-Krieg? Das ist ganz einfach. Wir machen mal erstens ein Terrain. Muss aufpassen, der Terrain der muss gut verteilt sein. Muss ihn dann gesehen, Grenzen muss ihn gut gesehen. So, und dann teilen wir unsere Gruppe ab. Wir haben zum Beispiel, wie wenn wir 8 Kanner hätten. Und die teilen wir dann ab. Okay, so 2 und 2 und 2 auf all Terrain. Okay. Was wir dann machen, wir holen dann Zeitungspapaya und wir machen so Knuppen. So einfach Ball, die müssen nicht schön sein, aber einfach Ball machen. Und die teilen wir dann ab auf all Terrain. So dass alle Gruppe Kanner hat, alle Equipe hat dann genug Papayas Ball. Wenn es alles geht, dann muss alle Gruppe, alle Equipe muss probieren, so schnell wie möglich und so viel wie möglich ihren Terrain proper zu machen. Und zwar müssen sie dann Ball an den anderen ihren Terrain geheien. Okay, sie müssen dann ihren Terrain proper machen an den anderen hier dann voll machen. So, die werden dann geheilt und so weiter und so weiter und so weiter. Die werden bestimmt 100% ganz viel Bälle rausfallen. Die kann ihn dann sicher gehen und auch immer an den anderen hier in Terra geheilen. Ihr könnt dann eine Zeit machen, zum Beispiel wir machen nur 5 Minuten. Nur 5 Minuten wird der Stopp gerufen und dann wird gezielt, wie viel Ball dat alle Equipe an ihren eigenen Terrain haben. Und gewinnt natürlich die Equipe, die am meisten Ball an ihrem Terrain hat. Voilà, das ist dann ein ganz einfach, aber ein ganz dynamische und ganz lustige Aktivität, die kann man in einer Gruppe Kanner machen. Und voilà, ich hoffe, dass dir gefällt. Bis zum nächsten. Ciao, ciao.